Wie entsteht das Echo? Das ist wegen den Bergen. Ich weiss wegen Schall. Ja, ich glaube wegen der Schall. So, je nachdem, wo ihr gerade steht, wo man gerade steht, kann es so durch die Hülle, wo das Gebäude, ja, wo das Gebäude ist oder wo der Raumtunnel oder so, es check. Das ist unser Thema durch Luft. Ey, wenn man so in den Bergen ist und so Wände hat und so etwas sagt, es ist wie so an der Wand abrollen und geht so weiter. Ja, ich schwöre. Das Echo entsteht jetzt zum Beispiel aus Räumen, wo jetzt nichts drinnen ist. Aus verschiedenen, also aus einem grossen Raum jetzt zum Beispiel. Dass der Schall sich einfach spiegelt sozusagen. Das entsteht, wenn gerade die Wand ohne wie sagt man dem, so Hervorhebungen der Schall weitergeht und abprallt an anderen Sachen und dann wieder zurückkommt. Ton und Geräusch setzen als Schallwellen Luftteile in Bewegung. Wenn die Wellen auf unser Ohr treffen, dann hören wir sie. Wenn die Welle aber auf ein Hindernis trifft, wie zum Beispiel eine Felswand, dann wird sie reflektiert. Die Wellen kommen also zu uns zurück. Damit wir das Echo hören, braucht es genug weit entferntes Hindernis.